Unsere letzte Hoffnung, C16's Geheimnis. Ja, willkommen zurück zum Story-Modus. Dragon Ball Fighter Z. Immer noch im Kampf gegen Klone. Und immer noch zu zweit, beziehungsweise zu dritt natürlich C17, aber der ist eigentlich nur Supporter. Finde ich wirklich schade, dass man hier keinen eigenständigen Charakter für ihn gemacht hat. Ich verstehe es auch nicht ganz ehrlich. Generell mein C17 nicht drin, dafür Gohan als einfacher Super Saiyajin, als Teenager so gesehen. Also manchmal bei der Charakterwahl ist wirklich noch ein bisschen fraglich. Und da steht er, wie die Wand hier ist. Na, voll weggeschmissen. Und tschüss, Freezer. Boom. Headshot. Nein, nicht ganz. Nein. Aua. Ja, ist klar. Hau doch einfach alle eine alte mit Angriffe raus. Okay. Haben wir uns zwar gerettet. Die meine ist natürlich auch cool. Hat die nicht Opern, hey? Alter, C17. Oh, quatsch mal ein bisschen voll, vielleicht lenkt das ja ab. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh Mann, ey. Bedient sich. Versuche eine Verbindung. Okay. Das will ich auch hoffen. Warum hast du ihn dann repariert? Okay, aber heißt das jetzt, dass Dr. Gero C16 eben als quasi vom Aussehen her, als Vorlage oder vom Sohn her, vom C21 her genommen hat und C21 deswegen noch bevor C16 entstanden ist, noch ein Mensch war und danach erst zum Cyborg wurde und aus irgendwelchen Gründen es halt zu lange gedauert hat, bis jetzt eben zu rein ist von Fighter Z oder so. Weil ich finde es eben noch ein bisschen crazy, also so finde ich es ein bisschen crazy. Klar, wäre ein bisschen einleuchtender, wo das Charakterdesign so von C16 stammt, weil alles andere. Und die andere Erklärung, weil dieser C16 sieht nicht anders aus als ja, den wir bereits kennen. Also muss irgendwie daran liegen.
Stimmt, von der Augenfarbe her, von der Frisur. Ich meine, klar, 22 ein bisschen längere Haare und auch mehr, aber generell so ein Frisurstyle her könnte es eigentlich hinkommen. Krass. Wenn es echt so wäre, meine ich. Hier, friss das! Okay, er will nicht fressen. Ja, ist gut! Nein, ich wollte wechseln! Verdammt nochmal! So, aber der Uni den Schnellswitch. Ja, ist gut. Ja, verdammt, war jetzt weit weg. Ah doch, geht. Okay. Nochmal ein bisschen Schwein gehabt. So, dann noch ein bisschen mehr. Ja, okay. So. Ja, ich überlege halt, die ganze Geschichte hier. Ich meine, ist im Prinzip alles noch interessant, was man so eingebaut hat. Sowohl CN20 als auch in den Plot-Twist, sage ich jetzt mal, vom letzten Story-Arc da mit Freezer und KKG. Was im Prinzip richtig wiederbelebt waren, oder? Und dann, ja, also die Frage stellte, wie geht's weiter mit den Zack-Kämpfern und dem Kampf gegen diese. Mann, schon wieder, ihr wollt einen Schnellswitch machen. Ja, jetzt quatscht er hier durch eine Opern. Shiha! Ja, ich Shiha. Was zum... Mann, schon wieder nicht das Schnellswitch. Alter, ist die Steuerung hier, ganz ehrlich. So, das war klar, dass es nicht geht. Tschüss, Mann! Was? Hat das echt gekontert? Einer fehlt noch! Captain Ginyu! Ja, klar! Mann! Ja, ist gut! Nein, oh komm schon! Alter! Wann diese Moves aktiviert werden, ey, ganz ehrlich, ich hab
Da war doch die Hitbox voll. So, jetzt aber. Also machen wir mal ganz ehrlich. Du, 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 du. Ja. Damit kannst du es eigentlich schon erleben lassen. So, wir haben noch relativ viel Zeit. Sehr gut, sehr gut. Okay. Wenn sie unbedingt wollen, dann von mir aus. Bevor der nächste Bossfight ansteht. Oh yeah. Good luck, dankeschön. Ein bisschen Luck kann man immer gebrauchen. Mit A. CK. Luck. In dem Fall nothing. Kann noch gerade. Ah, ne, haben wir das nicht. Ah! Du. Schüssel! Und Flieger müssen, Kumpel! Ah, das geht doch. Die Duft-Kombos mal anders. Oh, das ist nochmal ein schöner Fight. Vor allem haben wir kaum irgendwie Energie verloren. Das ist natürlich noch sehr viel schöner. So. Level 29, ja komm. Fighter! Ah, jetzt machen wir schon seine Opern. Hätte auch funktionieren können, mein sehr verehrter Herr Tenshinhan. Klon. Ah, verdammt. Verdammt. Mit Trunks hat sie schon ein bisschen was Episches, wa? Sowas nennt man wohl Genickbruch. Ah, doch eine relativ gute Reichweite. Fliegender Cyborg-Wechsel. Ups. Wären wir uns nah dran. Nein! Ah! Ja, klar ist. Mein Gott, wieso hat jetzt wieder der Supermove nicht geklappt, hey? Meine Fresse, es kann doch wohl nicht sein.
K.O.-Bonus. Schon wieder? こうしてあなたと精神世界でお話しすると少しだけ発作が起こりにくくなる気がします。 Ja, also wenn es darum geht, einen Drang zu unterdrücken, dann bin ich die richtige Ansprechperson. Was? 病は気からって言いますし、気持ち次第で今よりうまく発作を抑えられるのかも。で、私は別に病気じゃないんですけどね。人間はこういう衝動に負けそうな時、どうやって乗り越えるものなんでしょう。 Müsstest du doch wissen, was Rammelmensch? Wie soll es sonst eine Mutter gewesen sein? Man kann sagen. 実は私、人間だった頃の記憶が全くないんです。 Außen zu, dass man einen Sohn hatte. 自分が人造人間21号だということは覚えていたんですけど、他はでも記憶がないからといって落ち込んでいても仕方がないですし、新しい思い出をたくさん作ればそんなの気にならなくなっちゃいます。それに記憶がないなりの楽しみ方もあるんですよ。自分が人間だった頃の名前を考えたり、どんな生活をしていたのかイメージしたり、16号にはその空想の何が楽しいのか聞かれちゃいましたけど。 Ja, er war ja von dem her gesehen auch nie ein Mensch. Naja, die anderen beiden, also sprich C17 und C18, heißen ja Lapis und Lazuli. Oder hießen die richtigen Namen, also insofern, wie sie wohl früher hieß? Fragezeichen. So, haben wir noch genug Zeit für alle 3 Kämpfe? Also spielen natürlich jetzt die auf dem Weg bis zum Bosskampf. Wenn ich schnell bin, vielleicht schon. Das ist eigentlich eben ein bisschen die Frage, worum geht es überhaupt noch im Story-Modus? Geht es einfach darum, dass wir C21 auf zurückhalten sollen und dann war's das, oder kommt noch ein bisschen mehr? Na klar, da kommt die Shredder-Kanone! Nein! So, weg mit dir! Da kommt schon der erste Streich. Dauert nicht so lange. Dauert nicht so weit, meine ich. Greifweite. Ja, super. Ich hatte ihn doch schon fast. Ah, jetzt kommen wir mit seiner Scheiß-Oper. So. War zwar irgendwie eine seltsame Kombi, aber trotzdem gereicht. Knapp 2 Minuten war. Ja, das könnte knapp werden. Du hast quasi gar kein Verbindungsevent, war? Nichts verfügbar. Für ihn gibt es gar kein Verbindungsevent. Oh, das ist interessant. Ja, logisch, kann man gar nicht mit ihm verbinden. Geht ja nicht. In diesem Sinne ein bisschen schwierig. Stufe 3, okay. Direkt weiter im Kampf gegen Vegeta. Anybody's Guest. Vegeta Klon. Son Goku Klon. Piccolo geklont. Jo.
Das ist auch ein seltsamer Move so. Bis auf den Boden schießen soll es eigentlich bringen. Das ist echt das Moves. Teilweise finde ich nicht gerade sehr praktisch. Einen richtigen Kampfmann vor allem. Ja, Hauptsache kannst Angriffe spammen, wa? Scheiß Klon, ey. Und tschüss! Der nächste bitte. Nein! Sind doch echt ausgewichen. Oh oh. Direkt den ersten getroffen. Einfach in den Boden gestampft. Oh, leg mich doch ein bisschen am Arsch. So. KO-Bonus. Also das war der Part vorbei in der heutigen Aufnahmesession. Ich habe wieder mal das Gefühl, ich hätte irgendwie nichts erreicht. Wie kann das bloß sein? Ich weiß, weil irgendwie immer das Gleiche abgeht. Komm, es muss ein bisschen schneller gehen hier. Den mache ich jetzt noch. Kann ich ein bisschen Überlänge haben. Etwas, was ich ja eigentlich eher ein bisschen zurückstellen möchte. Einerseits, andererseits, vor allem natürlich jetzt hier bei Fighter Setten so, eben weil es momentan eben noch relativ viele Projekte sind, dass dann doch die einzelnen Parts ein bisschen länger machen. Das ist so seltsam. So. Okay. Dann werden wir ganz kurz rein switchen. Ja. Wäre cool gewesen, seinen Arm packen können. Arango vor! Ja, ist gut. Sie haben es alles kapiert. Einmal. Boah, Alter. Der war schon ein bisschen, ja, sehr aufdringlich, der gute Piccolo-Klon. So. Wieder, ja, war doch klar. Ihm ehrlich zu sein. GG, deutsche Übersetzung. Eigentlich Dr. Gero, wa? 私の存在意義に関わりますから。私はメカタイプの16号や人間を改造した17号さんたちとも違います。新しいモデルの人造人間を作った
特別な理由があるかもしれません。亡くなった後もスーパーコンピューターが私を作り続けていたみたいですし、この食欲をコントロールできるようになったらきちんと理由を調べてみたいです。 Dann macht das. Heißt für uns, ja, keine Ahnung. Wie geht wohl der Story-Modus aus? Also mir sieht es momentan so aus, ein bisschen noch die Karte kloppen, weiterhin C21 halt unter Kontrolle halten, ne, verbinden und so und so fort, bis irgendwann nicht mehr geht. Oder irgendetwas passiert, wodurch sie ihren Drang nicht mehr unterdrücken kann und dann kommt der andere Teil zum Vorschein und hasta la vista, Baby. Oder wohl eher Story-Finale, platt machen, fertig. Kommt mir aktuell ein bisschen so vor. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, weil da wäre schon ein bisschen sehr lame. Sehr, sehr lame sogar. Also jetzt insgesamt, wir haben hier 47 schon, das, ja, also... wird sicher nicht mehr so lange dauern. Freunde, ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal hoffentlich zurück hier bei Dragon Ball FighterZ im C21 Story-Modus. Tschüss!